Hallo zusammen, hier ist Glieders von Crown Crew. Und was seht ihr hier? I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Aber ja, Alan Wake, vielleicht kennt ihr es. Es ist letzten Sommer auf der Xbox 360 rausgekommen. Für den PC ist es erst gerade rausgekommen und PlayStation 3 schaut leider in die Röhre, so auch der Wii und jenste andere Plattformen. Ist ein bisschen schade, weil ich ein richtig gutes Game gefunden habe. Die von euch, die vielleicht zwischendurch auch mal etwas lesen oder gelesen haben, ist vielleicht Stephen King ein Begriff. Ein amerikanischer Schriftsteller, der ja, sein bekanntestes Werk ist sicher «Es», das ist auch verfilmt worden. Oder «The Green Mile» ist auch von ihm. Ein sehr guter Film ja zu dem. Und ja, er schreibt eben noch so ziemlich viel abgefahrene Scheiße, um es wirklich mal so zu sagen. Also zum Teil sind seine Geschichten richtig krank. Aber ja, ich habe die immer sehr gerne gelesen. Und Alan Wake ist eigentlich wie ein Stephen King-Roman, einfach zum Spielen. Und der Typ ist ja eben auch selber Schriftsteller und wird dann so in eine Welt hineingesogen. Und gewisse von euch mögen jetzt schon sagen, hör mir auf mit dieser Scheisse. Und das ist auch okay. Ich kann völlig nachvollziehen, dass das nicht allen gefällt. Aber mir hat es wirklich ausgezeichnet gefallen, auch das ganze Spieldesign und wie es aufgemacht ist und so. Grafisch, sehr stimmungsvoll und auch eine gute Idee, wie man hier mit dem Licht und Waffen kann kämpfen und ein bisschen Rätsel lösen. Sehr simpel. Lange Rede, kurzer Sinn, wie man so schön sagt. Ich bin gestern oben ja heimgekommen, mal schnell die Xbox angeschaut und gesehen, dass das Teil schon verfügbar ist. Und dann müssen wir sagen, ziehen wir schnell das Demo. Und nach kurzer Spielzeit habe ich mir dann die Vollversion eingezogen, weil es ist wirklich auch wieder sehr gut gemacht. Es ist zwar eher so in kleinere Kapitel jetzt unterteilt und nicht wahnsinnig lang, aber ich hätte es noch gerne, so ein kleines Häppchen und es wird dann vielleicht noch eine neue Folge kommen und Zeug und Sachen. Also gute Unterhaltung, wirklich. Und dann habe ich gedacht, weil ich es zocke, kann ich euch doch auch schnell ein bisschen erzählen, was abgeht und so und euch das ein bisschen näher bringen. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen auch. Darum würde ich sagen, legen wir jetzt gerade los. Ich habe gestern schon mal ein bisschen ausprobiert, aber wir beginnen natürlich am Anfang. Schönes Menüfenster, okay. To imagine tonight's episode.
vividly as in Night Springs. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Abgefahren hier. Zuerst gibt es mal so ein kleines Tutorial. Und was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass der Fetttyp, der am Anfang auf dem Bett am Pennen war, das ist der Barry. Der ist, wie auf seiner Karte zu lesen war, der ist eigentlich im ersten Teil des Spiels oder im Hauptteil ist er schlussendlich mit dem Mellen noch ein bisschen unterwegs gewesen und so. Und es wird sich dem später Verlauf dann noch eine neue Verbindung zeigen. Aber zuerst mal Schritt für Schritt. Jetzt brauchen wir immer die Taschenlampe. Und für was seht ihr jetzt gerade? So, jetzt kann man einfach mit LT kann man den Lichtstrahl verstärken. Und dann ist es dann so, dass, seht ihr oben unter der Lebensanzeige, nimmt die Batterie ab und dann muss man schnell warten, bis es wieder aufgeladen ist. Aber man kann sich auch Zusatzbatterie reinziehen und die dann reinschmeißen, je nachdem, was man für ein Gefecht gerade hat. Und als nächstes ziehen wir uns mal die Pistole hier. Und jetzt kommt auch schon der erste Spasti hier. Komm. Zombie-Michi. Zuerst mal Licht anstrahlen und dann schön reinballern. It's gonna be like that again, huh? So, das ist zum Glück nicht so eine Sache. Dann kann man hier noch lossäckeln. Am Anfang tut er immer so ein bisschen komisch rumspästeln. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Ja gut, jetzt ziehen wir doch durch mal runter. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. So, und jetzt sind eben die ganzen dunklen Gestalten in diesem Sinn hinter uns her. Und jetzt müssen wir uns hier möglichst schnell in den Lichtkegel durch die Poren bewegen. Wir können hier aber noch schnell die Munition holen. I can't stay here now.
Pumpi natürlich, komm schon. Jawohl, schön. It's a little sad how many problems you can solve with buckshot. Und dann sind wir eigentlich in Sicherheit im Licht. Ja. Das Licht ist unser Freund. Und ihr habt vorhin gesehen, wo der andere hier mit dem Raum Zeitkontinuum und so hat angefangen zu schwafeln. Es ist recht abgefahren. Aber eben, wer Stephen King ein bisschen kennt, H.P. Lovecraft ist vielleicht gewiss noch ein Begriff, Edgar Allan Poe. Es hat schon immer sehr abgefahrene Storys gegeben und ich finde das cool, wenn das zwischendurch auch der Weg in ein Spiel schafft. Okidoki. Und jetzt müssen wir immer dorthin, wo der Stern ist. Hier in dieser Kiste kann man Waffen ziehen. Wenn man genug Manuskriptseiten hat eingesammelt, die liegen überall so rum, von denen finden wir dann sicher auch ein paar. Jetzt mal hier schnell zu der reinziehen. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Urgeil Karre, was sie da am Starten, die Wicked. Also, aber jetzt haben wir auf der Karte. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed.
Aber ja. Der Typ unterbricht mich immer, aber hier ist es wichtig, dass der Hörer was erzählt wird. Wegen der Story eben. Es ist so, dass ich jetzt zu diesen Sternen muss herlaufen, um die Objekte zu finden und zu bekommen, die ich brauche. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, beat some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. So quiet. Schön dürrige Scheiße. Also, jetzt ist es so, ich kann zwar hier relativ weit raussäckeln. Ja, chill's mal. Aber irgendwann ist und dann Dunkelheit und dann geht es dann nicht weiter, außer man stirbt. Oder man will sterben, besser gesagt. Das Geile ist auch, der Typ kann nicht ewig säckeln, aber hure lang hin. Und das ist aber schon noch sinnvoll in einem Game, wo man ein bisschen muss Stanzen zurücklegen muss. Also, so jetzt seht ihr den. Jetzt kommt eigentlich Dunkelheit. Ich sehe, es wird dunkler. Und wenn man jetzt noch weiterläuft, wird man irgendwann einfach mal gekillt. Darum ziehen wir jetzt wieder zurück. Und machen uns gerade mal in Richtung vom ersten Stern. Schnell schauen, ob der hier in der Nähe ist. Jawohl, da war doch schon das erste, ha? Oh, du Wichser! Genau! Nein, schnell ein bisschen laden, Batterien wollen wir jetzt noch nicht verschwenden. So, jetzt habe ich alle drei, jetzt kann ich reinpfeffern. Und dann ist das kein Stress. Ja, aber der erste hat mich schon ein bisschen überrascht, das Bürstchen. Gut. Jetzt hätten wir das erste. That's one thing down. Und ich weiss auch nicht, lass mal. Ich denke, es ist eben schon noch atmosphärisch gemacht mit Grafik und der dezenten Musik, den Sounds. Ich denke, es ist schon noch easy. Oh, da hat es eine Waffenkiste, cool. Magnum, nice, für 10, ja, die finden wir sicher. So. Jetzt können wir schnell auf Nummer sicher gehen, gehen auf ins Licht, das füllt auch das Leben wieder auf. Funktioniert als Kontrollpunkt. Hier jetzt noch ein bisschen Moon, jawohl. Leuchtpistole. Das ist eigentlich wie ein Granatenwerfer eigentlich. Scheiß Noob-Tube. Und ja, das Spiel ist eigentlich immer ähnlich. Ich meine, jetzt hier werden wir da wieder überrascht.
Kopfteil, jetzt bin ich im Fall wirklich gerade ein bisschen geklüpft. Hey, willst du mich verarschen? Tears itself in two Eine to avoid the Frechheit! hated light. Anyway. It becomes Also, weaker. der Spaß, die verdoppelt sich oder halbiert sich besser gesagt, aber ja. Komm, zieht nach Junge. Oh, was? Der hat einen Doppelschlag reingehabt. Wow. Neben, ja. Also, fast ein bisschen dumm verhalten, trotzdem überlebt. So ist eben richtig. Schnell schauen. That was just messed up. Ja, das war wirklich abgefahren. Ob da irgendjemand mal eine Skriptseite rumhängt. CD, genau, die haben wir müssen holen. That's two. Just one more to go. Jetzt hier bin ich gestern auch schon gewesen. Und da habe ich mir eben überlegt, ja keine Ahnung, ich meine, Karabiner ist eh geil, auf weite Distanz und alles. Aber auf der anderen Seite, ich meine, vorher ist der Gegner gerade direkt vor mir fast auftaucht und so, Pumpi bleibt dabei. Ja. Gut, da haben wir genug Moon. Also wir müssen unbedingt noch so Manuskriptseiten finden. Und dort taucht auf der Karte, glaube ich, ein Fragezeichen auf, wenn man in der Nähe von einem ist. Ah, doch, kommt schon wieder die Dunkelheit. Ziehen wir uns von hier. Lustiger Bursch, wenn er hüpft. Aber ja, wenn man es ein bisschen unter Kontrolle kann haben, ist das eigentlich gar kein Problem, wie ihr jetzt gesehen habt. That's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. War ja klar, hä? So, die Türen ins Motel sind, glaube ich, eh neu verschlossen. Man bekommt, glaube ich, später einen Schlüssel. Und dann könnte der eine oder andere aufgehen. Aber bis dann. Wenn wir drüber springen, gut. Müssen wir uns mit dem begnügen, was wir machen können. So, noch schnell ein bisschen in der Gegend rumgondeln. Doch auch nicht auf ein Bürstchen, ja. So, jetzt fahren nachher eine Schlange dort. Glück gehabt. Explosiv, gut. Im Hauptspiel hat man auf jeden Fall auch noch mit dem Karren ein bisschen rumfahren, aber das war dann eher unspektakulär gewesen. Aber immerhin eine kleine Abwechslung. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know, just talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. There's some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler.
Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come around and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Aber ja. Barry und die zwei alten Typen haben mir gerettet hier im Hauptspiel. Seht ihr, hier wäre zwar eine Manuskriptseite, aber dort komme ich noch nie rein. Und oben auf der Karte sieht man ein Fragezeichen, wo das würde anzeigen, dass die eben Tür ist. Der fühlt sich zum Glück immer wieder selber ein bisschen. Kann man durch immer beherzt zugreifen. Also machen wir das schnell. I need this battery charged. No problem. Here you go. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just... please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So, you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Ganz geile Diskussion. Jetzt hier noch ein kleines Leckerli, wechseln die Pistole mal aus. Und nehmen Nagelpistole, huere stylisch. Ja, der Hinweis ist wichtig. Und es ist auch zu erahnen, wieso das da ist. Und jetzt rappelt es gerade richtig in der Kiste. Hey, das ist eine Frechheit. Ich habe gemeint, ich habe gestern schon irgendwie x Manuskriptseiten gefunden. Ah! Oh Scheiße, die bleiben bestehen, auch wenn man ein neues Spiel anfängt. Hure geil. Also, wie viele haben wir jetzt hier? 1, 2, 8, hä? Okay. Dann haben wir noch 2, dann können wir uns das Ding ziehen. Magnum. Weil hier innen ist Mini-Uzi. Aber ja, es ist halt so ein Fützler, der auf nahe Distanz schon ziemlich abgeht. Aber ich finde, eine Nagelpistole ist halt einfach stylischer. Let's go. Sonst haben wir immer noch Pumpe dabei. Also jetzt müssen wir rauf zu dem Ölförderturm. Oh, okay. Passt das? Da wird es richtig dark. Ja, genau, das stimmt. Doch am Ausweichen.
ist eben cool, wenn man einfach so ein bisschen anleuchtet, dann nehmen sie auch ein bisschen Schaden, aber so kann man sie ja richtig für nageln. Uhr geil. Und dann noch so eine Späße, ja. Gut. Komm schon, Bürschli. Oh shit, das hat nicht gelangt. Ich glaube, hinter mir ist sie auch gewesen, oder? Yep, da unten. Der hat so vom Autolicht genommen, ganz geil. Alright, jetzt gehen wir da gerade Schüsse aus. Richtig geile Waffe. Nagelpistole, also. Was haben wir da? Ein Revolver. Ja, nein, ich bleibe wirklich. Ihre Druckluft. Nagelpistole. Und mal schauen, ob wir doch raufklettern oder ob wir die Straße müssen wählen müssen. Komm schon. Du schaffst es, komm. Ja. Ja. Nein. Also schade. Hopp. Aha, jetzt kommt hier sicher eine Sequenz. Wo die Gegner stürmen. Und dann muss man natürlich von hier her kommen. So. Ja. Come on, boys. Das sind die Spästels, die sich halbieren, glaube ich. Ui, das war Leihgeschossen. Das war sehr Leihgeschossen. Und vor allem... du Arsch. Das ist eben der Ausweichmove, den man machen kann. Der ist noch easy. Die stecken schön in die Jungs. Ja, ich muss nicht noch herkommen. Der ist easy. Oh. Ja, das war in der letzten Sekunde. Schön. Scheiße, ja, jetzt muss ich Pumpe nehmen. Aber das macht auch nichts. Was, jetzt ist das schon gewesen? Okay, also jetzt funktioniert es so. Jetzt muss man drücken. Und dann muss man das befolgen, wo da steht. Das heisst, hier spielen wir die CD ab zuerst. Da haben wir schön viel Sound. Ventil drauf. Ja. Hilflos starten. Und jetzt kommt eine richtig schwierige Arbeit. Auf Anhämmern, wenn er bekloppt. Und jetzt können wir hier hin, genau da stehen, Batterie reindrücken und dann geht es dann richtig los. Put on the lights. Geil gemacht, ja, hure stylisch und abgefahren Meteorit, wo du die scheiß Satellit abdrückt. Und sieh nach hinten, wie das Teil gelandet ist. Ich meine, das ist doch völlig unmöglich. Du hättest doch irgendwie noch so eine Spur für Zerstörung müssen geben, wo er abbremst oder so. Ja. Anyway, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Gehen wir zur Emma, wie befohlen. Oh, Spastis am Start. Kommt schon, Jungs. Jetzt geht's richtig aufs Maul. Oh. Sieh. Freches Bürschli. Oh. Jetzt werde ich hier fertig gemacht. Ich sehe es. Jetzt blamiere ich mich hier bis auf die Knochen. Ja, weißt du es. Lass mal schnell, Jungs. Irgendwann müsst ihr hier bremsen. Jetzt wird bremst. Ja, jetzt können wir eigentlich die mal nehmen. I guess it's about time I went full auto. Yeah, I think I noticed. Cool. Jetzt haben wir hier eben noch die geilen Teils. Jetzt müsste ich das mal reinziehen. Oh Scheiße, jetzt bin ich ein bisschen spät gewesen. Aber die bieten jetzt so schön runter. Der hat schön viel Energie.
Schön ausgewichen, Bürste. Jetzt bist du gerade verarscht worden, würde ich sagen. Der hat auch noch etwas am Start. Aber zuerst kümmern wir uns um den hier. Die mühsame Mähre. So. Mehr schlecht als recht habe ich mich hier durchgeschlagen, aber überlebt ist überlebt. Jetzt mal schauen, was mit dir abgeht. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend? No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those what'd you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Ja, das war wohl eine klare Ansage. Und ich würde sagen, es ist auch eine klare Ansage, mit dem ersten Teil aufzuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sieht man und hört man sich dann bei der zweiten Episode. Schönen zusammen.